Fabis neues Auto steht da draußen. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Wir sind hier gerade Pause. Hab ein Satellite gewonnen zu einem $50 Winter Series Main Event. Und da sind wir schon in the money. 342 Leute haben mitgemacht. Es sind 42 Leute left. Und der erste kriegt knapp 3K. Also anstrengend, Leute. Wir haben auch einen guten Stack. Aber jetzt mal schnell rüber zum Fabi. 3,5 Minute Timer. Alter Schwede. Bulletproof, Leute. Geil. Das ist ein riesen Apparat. Verrückte Kiste. Hast du schon mal drauf geschossen? Alter, das willst du gar nicht. Also ich finde das Auto mega cool. Warum ist hier eine Scheibe? Ach so. Ist kein Siebensitzer? Ist kein Siebensitzer? Schmeckt, Fabi, ja? Geht. Geht, Leute, wir sind heute in der Fashion Show Mall erstmal, denn ich muss zum Apple Store. Meine Kamera ist kaputt. Ich habe nur noch einen Tag Apple Care. Ich hoffe, dass die mein Telefon austauschen. Hier auf mein Telefon warte. Ich glaube, ich habe es mit dem Autofokus hier raus. Als ich die Kamera gekauft habe, habe ich einfach blind drauf losgevloggt, ohne irgendwelche Einstellungen zu checken. Und ja, einige Sachen waren falsch eingestellt. Also es könnte sein, dass die Qualität noch mal ein bisschen besser ist. Auf jeden Fall ist es eine bessere Kamera als die ich vorher hatte. So eine der Top-Vlogging-Kameras im Moment. Aber ich fand einfach die Canon vom Handling, also von den Knöpfen her, cooler. Also ich habe mich halt einfach dran gewöhnt, weil ich halt 6, 7 Jahre damit gevloggt habe. Und das meinte ich halt im letzten Vlog. Dass ich das halt einfach vom Handling her einfach cooler fand. Aber ich gewöhne mich so langsam total an diese Kamera und ich glaube, ja, wir werden schon ein paar coole Vlogs damit filmen können. Jetzt bringen wir mein Telefon, Junge, ich habe Hunger. Swap. Okay. Real quick. Now, real quick. Also er meinte, dass sie mein Telefon austauschen würden, aber die haben leider kein iPhone da. Also mein Modell hatten sie nicht da. Also soll ich morgen in Summerlin vorbeischauen und mein Telefon dort abholen. Aus dem Aria geht jetzt erstmal Chipotle, Leute. Get a bone piece with white rice. Ich habe zu dem gesagt, mach einmal alles, aber nichts Scharfes. Was macht der fängt mit Scharfem an. Ich habe dann gesagt, ist egal, lass. Nicht, dass ich kein Scharfes mag, aber ich vertrage das vom Magen her nicht mehr so richtig. Ich habe so länger nichts Scharfes gegessen. Das war so scharf, dass ich ins Schwitzen gekommen bin jetzt. Mir läuft die Nase alles. Lecco mio, du. Jetzt ab zum Boca. Mein Magen ist on fire, Leute. Jetzt erstmal Kamillentee oder so bestellen. Ich habe ein paar Sessions ohne euch gespielt gestern. Da war ich erstmal mit meiner Frau unterwegs und so weiter. Habe die Session ein bisschen später gestartet. Habe da an dem Tag meine Kamera gar nicht erst mitgenommen. Gestern irgendwie, ich glaube, 5,5 Stunden oder 6 Stunden oder so gespielt. Und 200 noch was plus gemacht. Können so langsam wieder etwas größere Summen gewinnen. Back im Aria. Und ja, die Roll bzw. die Challenge steht irgendwo bei $770 oder so, was wir bis jetzt plus sind. Also noch weit entfernt von 100k. Aber ja, wir machen im Moment Babyschritte, aber Hauptsache wir machen Schritte. Kommt schon noch vor. Irgendwann knallt es schon noch, Leute. Da kommen schon noch größere Summen rein bald. Kurze Pause, Leute, und es ist was Lustiges passiert. Da ist ein Spieler, der hat sich irgendwie für $300 oder $400 eingekauft. Gewinnt auf jeden Fall irgendwie so einen $800 Pot. Während er All-In gegangen ist und sein Gegner gegen gecallt hat, hat er noch seine Uhr schnell reingeschmissen. Er hat einen Breitling angehabt. Meinte, die Uhr zählt auch, Ich bin All-In mit allem, was ich habe. Hat er natürlich aus Spaß gesagt so. Und dann direkt die nächste Hand bekomme ich Pocket 9er. Open Raise, er callt, noch ein paar andere callen. Und Flop kommt 9, 4 noch was. 2 Spades. Ich bette 2 Callen. Turn kommt eine Blank. Ich wette ein bisschen über Pot.
Es war glaube ich fast, ja, ich habe $200 $225 habe ich auf Turn gebettet. Er geht jetzt Snap All In. Der andere foldet und ich sag dann noch, zählt die Uhr. Und er guckt dann halt rüber und war sich dann nicht so ganz sicher, ob er noch die Uhr schnell mit reinschmeißen soll oder nicht. Und hat er natürlich nicht gemacht, leider. Auf jeden Fall hatte Ass 9 mit Ass in Spade, also die schlechteste Hand, wo er mit All-In gehen konnte. Er ist davon ausgegangen, dass ich einen Flush Draw habe, oder der meinte dann noch, ich wollte halt nicht, ich wollte dich rauspushen, meinte er. Und er ist halt davon ausgegangen, dass ich einen Flush Draw habe oder so King Queen, irgendwie so eine Hand, meinte er. Und ja, zeigt halt Ass 9, Ass in Pik, da liegen halt 2 Pik. Hat auf jeden Fall geschmeckt, wir sind ja, $800 oder so plus, 900 vielleicht. Hab dann nochmal Flush over Flush, eine kleine Hand gewonnen. Und ja, einfach weitermachen, Leute. Gute Session, guter Tisch auf jeden Fall. Session mit einem Plus von $1081 beendet. Ich hätte noch viel mehr Plus sein können. Neben mir, also ich habe 2 Donks direkt rechts neben mir gehabt. Innerhalb von irgendwie 10 Minuten oder so hätte ich zweimal nach der Straße gemacht. Also einmal im Big Blind mit 3-4 aufgefüllt. Flop kommt direkt Open-Ended Straight Draw, also irgendwie König 5-2. Small Blind Check, ich checke. Button bettet, irgendwie eine Kleinigkeit. Und der Rest neben mir geht einfach all in. Shorts der callt und ja, 6 kommt direkt am Turn. Der zeigt dann da irgendwie König 9 oder so und doppelt den anderen da voll auf. Und dann irgendwie in Orbit später habe ich wieder einen Double Gutter gefloppt. Passiert wieder das gleiche, ich check, also das Multi-Way, 4-5 Leute in der Hand. Er check, ich check, irgendeiner bettet klein und er geht schon wieder all in. Da liegen 2 Spades und ja, keine Ahnung, das war, kann ich nie callen, der hat da über $1000, geht da all in. Ich folde halt meinen Double Gutter und der andere callt. Hätte Turn direkt Straße gemacht. Und hier auch wieder zeigt, also es ist halt ein Ass Hochboard und er zeigt Ass 4. Ist einfach mit Ass 4 all in gegangen und der andere callt mit Ass 6 Offsuit. Auf jeden Fall gute Action gehabt, aber zum Ende hin hat sich die Tischdynamik geändert und hat keinen Spaß mehr gemacht. Alle Regulars rübergekommen, als sie mitbekommen haben, dass die ganzen Fische da am Start sind. Und ja, Fische sind broke gegangen. Und ja, ab nach Hause, dann geht's ein bisschen schön. I miss you. Yeah. A milkshake, a cappuccino. Milkshake cappuccino? What about me? Like this and you push it. Okay, what are you doing, Elena? Making pizza? So Leute, es ist der nächste Tag und zwar gehen wir mal kurz raus. So Leute, der nächste Tag und ich habe, um ehrlich zu sagen, keine Ahnung, ob ich es heute zum Casino schaffe oder nicht. Unserem Hund geht es nicht so gut, der hat ein bisschen irgendwie Rückenschmerzen, benimmt sich auch nicht so, also er will nicht essen und ja, da stimmt irgendwas nicht. Also wir haben einen Termin gleich, geht's zum Doktor und dann muss ich noch mein Telefon abholen. Und ich bin mit den Kids unterwegs, meine Frau musste heute arbeiten, also kommt die jetzt erst um 11 nach Hause und bis sie dann ausschläft und so weiter. Weiß nicht, ob wir es heute zum Aria schaffen werden. Aber bevor ich mein Video beende, Leute, es gibt wieder eine Verlosung, Poker Bankroll Tracker, mega coole Aktion. Wie ihr seht in allen Vlogs, bevor ich meine Poker-Session starte, ich benutze die App jeden Tag, mega cooles Ding. Und wenn ihr die Pro-Version für ein Jahr lang haben möchtet, dann einfach unter diesem Video kommentieren. Am besten euren Username kommentieren. Und dann gibt es im nächsten Video wieder einen Gewinner. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.